Time. Bet Home Cup Kitzbühel. Am Anfang stand der Spaß, doch in der jetzt beginnenden Woche geht's zur Sache. Samstag, der 30. Juli, im Grandstand im historischen Teil des Kitzbüheler Tennisgeländes, da wo 1946 mit dem Alpencup das erste österreichische Tennisturnier nach dem Zweiten Weltkrieg stattfand. Dort verabschiedete sich mit viel Gaudi, Gags und Gaga Austria-Tennisprofi Stefan Kubek von seinen zahlreich erschienenen Fans, von seinen Kollegen aus der Profi- und Promiszene und probierte gleich schon einmal ein Doppel in der alten Garde, zu der er nun auch gehören wird. Comic-Tennis als Antidepressivum und Trainingskonzept für Lachmuskeln. Eine gute Gelegenheit war das, Meinungen, Thesen und Prognosen in Sachen ATP-Tennis in Kitzbühel abzufragen. Ja, man muss sehen, was drin ist. Ich frage mich überhaupt, muss der Mythos gewinnen? Ist es nicht allein schön, dass er überhaupt da ist? Thomas Muster, Austria? Das eine schließt das andere nicht aus. Also schön, dass ich da bin, aber ich würde natürlich gern gewinnen. Sagen wir auch, schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank. Wir hätten uns gewünscht, dass Thomas Muster eine leichtere Auslosung gehabt hätte. Aber auf jeden Fall, der Spiel am Montag ist ein Klassiker, ist wieder Deutschland gegen Österreich. Der Thomas wird sich schwer tun, weil der Kohlschreiber ist ein Top-Spieler, ist in Topform, aber auch der Thomas. Dann können wir eigentlich den Leuten nur sagen, Österreicher, kommt's und stützt euren Thomas Muster, sonst wird alles zu bayerisch hier. Ganz genau. Aber die den Thomas die letzten 2-3 Tage gesehen haben, wie in Topform der ist, also ich rechne sogar gute Chancen für ihn. Ja, das wird für Thomas Muster natürlich schon ein bisschen schwer werden. Man darf nicht vergessen, dass der Mann in den letzten 1,5 Jahren wahnsinnig an sich gearbeitet hat, in einer hervorragenden körperlichen Konstitution ist, tennismäßig gut drauf ist. Aber Philipp Kohlschreiber ist noch auf der Tour. Der macht das Geschäft noch jeden Tag. Es wird also für den Thomas ein harter Kampf und für uns als Zuschauer eine interessante Auseinandersetzung. Immerhin, Kitzbühel ist zurückgekehrt auf die Plattform des internationalen Welttennis und damit ist auch das schönste und wichtigste Sandplatzturnier Österreichs wieder gegenwärtig. Die schon jetzt zahlreichen Besucher werden diese Woche eine internationale Kulisse für ATP-Tennis in Kitz bieten. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Turnier für Österreich. Es ist das einzige Freiluftturnier, das einzige Freiluft-Grand Prix-Turnier in Österreich. Und von dem her kann man sich als Österreicher, glaube ich, auch da beweisen, auch die Jungen von der Qualifikation raus. Und deswegen ist das kann es sicher ein Sprungbrett sein für eine Karriere. Ich habe wegen diesem Turnier angefangen, Tennis zu spielen. Und bei den anderen ist es vielleicht anders. Die haben vielleicht zu anderen Turnieren einen größeren Bezug und würden vielleicht zu anderen Turnieren mehr fahren. Aber es wäre sicherlich toll und eine Aufwertung für das Turnier, wenn auch andere ehemalige bzw. aktive Spieler natürlich noch herkommen würden, ist ganz klar. Heute ist es wirklich sehr relaxed, das Ganze. Ich bin da, weil mir der Stefan eingeladen hat zu seinem Abschied und bin natürlich gerne gekommen. Er war bei meinem Abschied dabei. Also wir haben einander begleitet für lange Jahre, fast 20 Jahre. Also wir waren mit 15 gemeinsam in der Südstadt, dort haben wir im Leistungszentrum gemeinsam trainiert. Und von dem her ist mir das sehr am Herzen gelegen zu kommen heute. Ich habe mir sehr viele Matches im Fernsehen angeschaut und natürlich vom österreichischen Tennis ein Riesenfan. Mein Landsmann Thomas Muster hat damit angefangen, der was mit so viel Kampfgeist die ganze Nation bewegt hat zu dem Tennissport. Und natürlich ein Babsi Schett, der Stefan Kubek, der Hipfl und Konsorten. Da ist doch einiges gegangen und ich hoffe, dass in Zukunft wieder ein bisschen mehr geht im österreichischen Tennis, weil es einfach eine herrliche Sportart ist. Kitzbühel ist eine Wahnsinnsstadt, es ist wunderschön hier. Sie haben super Events und ich bin immer gern da. Jetzt in quasi Tennispension habe ich natürlich viel mehr Zeit für alle anderen Sachen und bin immer gern dabei.